Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blasteringenieur. Und da haben wir, erstmal gewackelt, ja, der Profi halt. Ja, da haben wir sie wieder, die Worker Prophecy. Da steht ein haufenweise Worker drauf. Und ja, da haben wir das letzte Mal ja das 9 Kilo Federle da nicht reingekriegt. Oder das hat nicht gehoben. Weil wir dachten, ich druck dasselbe wie bei der Riken Mark 0 oder Mark 1. Druck dasselbe aus. Und das probieren wir jetzt heute mal. Ja, wenn wir das Federle, dann haben wir da 7 Kilo Federle drin schon. Und das bauen wir dann, holt sie mal kurz her. Das ist, ja, ist offiziell Riken CS6. Die schießt, ja gut, da ist der Luft, der R-Restriktor ist da noch drin. Das machen wir beim nächsten Mal. Jetzt will ich da erstmal gucken, weil das hat dahinter schon, das hat da das Ding da schon drin. Das habe ich euch schon mal gezeigt. Und jetzt will ich mal gucken, ob das hier vielleicht auch was bringt. Und hier dürfte es wesentlich einfacher sein. Entladen ist. Sollen wir mal Messwerte vorher machen? Zurück, Magazin raus. Da ist jetzt aktuell nichts drin. Dann haben wir 3 Schuss. Ei. Ah, schade. Schade, der ist hier. Den nehmen wir dann nicht. So. 3 Schuss. Passend dazu ist Messmittel Nummer 3. Nein. Aufwachen. Gibt was zu messen. Müsst jetzt, wie bei Werner, also beim Aufwachen, ich messe. Komm, jetzt gucken wir mal was. Machen wir den Staub weg. Ja. 25,5. 25,1 und 27,5. So, jetzt müssen wir da bloß die Schreibler hinter aufmachen. Das andere nein. Den Schuss kann ich gleich wieder. Ab der mittlerweile das auch verbessert dahinter, das seht ihr jetzt nicht. Vielleicht ist das Bild ein bisschen arg wackelt. Das fängt man die Pfeile da auf. Ja, die Worker Prophecy. Das Blästerle, mit dem wir das Kanal hier angefangen haben. Die wird wahrscheinlich der Ohrgast sein. Da wird man schon noch. Ich hab da das andere Brücke, keine Ahnung wie sich das auf Deutsch nennt. Das Ding, das da halt die Pfeile da einspannt. Das haben wir da in Schwarz, das ist ja original in Orange dabei gewesen. Und in Orange hat mir das überhaupt nicht gefallen. Das habe ich jetzt noch gefunden in Blau. Das müsste auch irgendwann mal ankommen. Das kommt auch von so ganz weit weg. Das ist, ja, die Feder ist schon deutlich weicher. Aber die ist, glaube ich, immer noch stärker wie so Standard. So Standard Retaliator oder Riken Federle. Ah, scheiße, da müsste man das. Ja, das habe ich nicht bedacht. Da müssten wir jetzt den ganzen Blast da oben haben. Ah, da. Was ist das, wenn man nicht vor 5 Meter denkt? Das hätte natürlich schon gegangen. Oder müssten wir den Blaster da komplett aufmachen. Ah, das ist ärgerlich. Eieiei. So, warte mal, ist da Allzeit. Das müsste man doch einfach. Das ist hier ein bisschen. Das dürfte doch eigentlich gehen. Das probieren wir jetzt einfach.
So, da seht ihr ja mal, wie langsam das ist wie eine Schrauberei. Ich habe gedacht, 2 Schrauben, das brauchen wir jetzt nicht zu beschleunigen. Da kann ich eigentlich nebenher ein bisschen entertainen. Habe ich gedacht. Aber ich glaube, das nächste Mal. Das nächste Mal beschleunigen wir das wieder. Und das sollte es nicht gehen. Was ich stark vermute. Das bleibst du da drinnen. Das Federle ist einfach. Das ist einfach ein Scheiß. Jetzt machen die Schulterstütze noch nicht, dass mir das Ding um die Ohren fliegt. So. Also Durchschnitt von genau 26. Gut, das mit 27,5, das war ein bisschen Ausreißer. Kann sein, dass ich da einfach das Blaster ein bisschen näher gehalten habe. Und Reset. Also Durchschnitt von 26. Dann brauchen wir nochmal 2 neue Pfeile. Und vielleicht kriegen wir diesmal 3 Messwerte hin. Das hätte mich ja schon frei. So, bevor es dann so. Ja, das braucht also ein bisschen mehr Kraft. Was man da machen könnte, einfach so Dengele ausdrucken ist. Also einfach das da hinten so lang wie der Abstand in der Schulterstütze, dann bleibt es auch drin. Dann bleibt dem Federl nämlich nichts anderes übrig. Man muss sich nur helfen, wie sie dann manchmal. So, jetzt gucken wir. Sind wir 30,2. 42,3. So. Und 36,3. Wenn wir ein bisschen näher da, das seht ihr die Messwerte auch, haben wir 38,6. Seht das mal. Es ist gerade so, das seht ihr, das hat ein bisschen einfach bloß aufbiegen. Das wird ein bisschen kompliziert. Oder halt ja, da in der Form was. Versteht so wie ich meine. Ist das halt. Ja, das ist auch nicht so einfach. Ja, das hoffen wir einfach, dass das so klappt. Ja, das 3D-gedruckte Modelle, das verlinke ich euch trotzdem noch. Findet aber auch unter der alten Recon-Modifikation. Da guckt man, dass man das Federle und das Dingerle da, das kommt ja auch aus dem da, der in die Recon einbaut. Einfach, dass ihr mal ein bisschen wisst, warum es sich lohnt, bei dem Kanal hier dabei zu bleiben. Das ist schade. Das ist schade. Die Dinger sind nämlich echt gut. Ja, sind recht stabil. Aber gut, das ist halt da, wo die Bläsler sich aneinander irgendwie, ja, wie auch immer. Da gibt es sicherlich Leute, die davon mehr Ahnung haben wie ich. Ja, das ist schon ein schönes Blästerle. Da habe ich schon einiges gemacht. Und Zeugs geändert. So langsam gefällt es mir richtig gut. Ja, ich hoffe euch auch. Lasst einen Daumen nach oben da. Oder Abole. Wenn ihr das Klingele kriegt. Die erste 100 Leute, die ein Video angucken, müssen keine Werbung angucken. Es lohnt sich. Nach Rest, das habe ich schon festgestellt, da muss man immer noch gleich Werbung angucken, das nervt. Also, wünsche euch auch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.